De Gregor Willwohl als Mechanicier beim Team Leopard Trek. De Berliner war freier selber Courer an und eng speziell Formation als Velosmechanicier, ma déi wie fir den Job awer net den Schäden Sätien wichtig ass, dat et passt. Also ich speziell bin jetzt 180 Tage im Jahr unterwegs und es ist quasi ein 24-Stunden-Job. Man muss es leben. Man macht nicht 16 Uhr Feierabend, das funktioniert nicht. Das ist eigentlich die Spezialität von dem Job. Das andere ist, man muss das Gefühl haben. Das muss einfach das Feeling für dieses super gute Equipment und für die Fahrer, was die wollen, was sie nicht wollen. Ja. Früher war es mein Traum und jetzt ist es meine Arbeit. Es gibt schwere Tage, aber es ist immer noch so, dass ich sage, ja, ich lebe den Traum. Am ganzen zielt Ekipp 8 Mechanicien, op der Tour de Luxembourg sind der 2 am Ersatz. Hiren Erbechtsdag fängt moies halber eng anhält gewöhnlich owes géint halber 10 op. Früh vor dem Rennen geht es darum, die Fahrräder zu pumpen. Das heißt, jeder Rennfahrer hat vielleicht einen speziellen Reifendruck, den er mag oder Reifen, die er fahren möchte. Das muss ich natürlich abstimmen, dass es auch passt. Dann bin ich jetzt hier am Start, habe die Fahrräder fertig gemacht fürs Rennen. Gestern hat sich bei uns die Wertung verändert. Das heißt, das wichtigste Fahrrad ist jetzt natürlich der Mann in Gelb. Das muss am besten erreichbar sein auf dem Auto, alles umstrukturiert. Demnächst werde ich dem Rennen folgen, hoffen, dass nichts passiert. Wenn was passiert, dann muss ich halt schnell sein, dass sie wieder fahren können. Material muss 100% an der Reihe sein, jeweils ca. 12.000 € Deier müssen verlorene Courerinnen nimmen Top-Performancen ermöglichen, man natürlich auch hier Sicherheit während der Kurs garantieren. NRW beim Ravitaillement, da sind es 2 Jahre an den Teamdoktor, die Verdelen organisieren. Die Fahrer, das fängt ja morgens an, Frühstück, dann vorher noch was im Bus, weil man verbraucht bis zu 5.000 bis 8.000 Kilokalorien pro Etappe. Das ist eine Menge. Da gehört es dazu, dass man regelmäßig auffüllt und jetzt kriegen sie eine Tasche mit Getränken, mit Gels, mit kleineren Broten drin. Da die Verpflegung ja nur einmal da ist, gibt es immer die Möglichkeit, über das Teamauto, was hinten dran fährt, Verpflegung, auch Getränke zu holen. Dafür ist dann meistens 1, 2, 3 Fahrer verantwortlich, die im Gesamtklassement oder die Aufgabe des Tages nicht zwingend erfüllen müssen. Die sind die sogenannten Wasserträger und helfen dann den anderen, dass sie Getränke und Ernährung bekommen. Schiedverein huet seng Platz an der Ekipp direkt no der Arrivé fixierte Mechanicier et Velo schon nees Dach vum Auto. Coureren duschen iwwer dem am Teambus ginn Autogrammen, sie wëssen am besten und Bedeutung vun zuverlässiger Mechaniciens abecht. Naja, wenn du Pech hast und den Mechaniker dich nicht mag, dann pumpt er Wasser in deine Reifen und dann kommst du gar nicht vorwärts. Nein, aber ernsthaft, natürlich muss er schauen, dass wir haben alle identische Räder. Aber natürlich schaut der Mechaniker, dass alles leicht läuft, dass alles funktioniert, dass nichts irgendwo blockiert ist, dass die Schaltung korrekt funktioniert. Es sind viele kleine Puzzlesteinchen, die er da aneinander fügen muss, dass das Fahrrad perfekt funktioniert. Und das macht eben seine Aufgabe so herausfordernd. Begeisterung zu Lützeburg für de Velo natürlich am Spezielle für Team Leopard Trek wir schon enorm, seht Gregor Willwohl. Ja, ist schon der Wahnsinn. Also gerade hier in Luxemburg ist natürlich eine unglaubliche Begeisterung. Also man hat im Team das Gefühl, dass man die Nationalmannschaft eigentlich ist. Also es ist so viel Fahren und also Landesfahren und sowie Fahren mit Andy in Frankfurt, das ist Wahnsinn. Wann Courerinnen am Hotel Marseillet ginn sech vun engem anstrengenden Parcours erhole geht fir d Mechanicien da bestricht weiter. Verloren gi gewäsch Änderungen déi Courerer gefrot ho ginnem gesat. Kette krit urlech an Material gëtt ganz gené inspizeiert, nëmme wann alles 100% an der Reiers kënnte Veloträger an de Camion, wo en der Predders fir den nächsten Dach. Ich war mal Fahrer und weiß, was dazugehört, einfach erfolgreich zu sein und dass viel dazugehört, ein ganzes Team, jetzt auch bei uns gerade ein großes Team, was dahinter steht, hinter den Athleten. Es geht von Physiotherapeuten wirklich, die kümmern sich ums Essen, die kümmern sich um die Massagen, um die Mechaniker, so wie ich jetzt. Wir kümmern uns, dass die Fahrräder immer 100% sind. Das ganze Team ja, will ein Ziel, und das ist, dass die Fahrer 100% betreut sind. Und das macht schon Spaß.